Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Es geht wieder los, Leute. Die erste PK, ja, zum Start der Saison nennen wir es mal, ist eigentlich erst nächste Woche, aber Supercup. Ja, sagen wir mal, die erste PK Reaction, der Start in die neue Saison. Und bevor wir da reingehen, natürlich gegen Borussia Dortmund, bei Borussia Dortmund, wie immer der Hinweis. Wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Blende ich auch mal die Logos ein, war. Ansonsten, wie immer der Hinweis, wenn ihr euch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie euch das neue Champions League Trikot gefällt. Ich finde es schwierig. Auf einem normalen Foto, so in hellem Licht, fand ich es super ätzend. Dann gab es da so ein Foto ein bisschen dunklen, da sah es ein bisschen besser aus. Keine Ahnung, ich muss es mir mal in Real angucken, aber ist jetzt nicht so wirklich meins, aber mal gucken. Mal in Real anschauen. Wenn ihr euch was gönnen wollt im FC Bayern Online Store, macht das gerne über den Link in der Videobeschreibung, der erste Link. Oder der Link aus dem angepinnten Kommentar. Und dann kriege ich da einfach ein paar Prozent davon ab und ja, kostet euch nicht mehr oder sonst was. Also, wenn ihr euch was kaufen wollt, gönnt mal, ne? Ihr seht schon, ich bin voll beleuchtet. Liegt einfach daran, weil es ist einfach alles weiß. Ja, also, es wird hell. Bild, oder? Ja, servus zusammen. Das Schöne im Servus, Supercup servus, ist, es geht gleich richtig los. Der FC Bayern Richtig. bei Borussia Dortmund. Tja, da weiß jeder, was Sache ist. Willkommen zur Medienrunde mit Vincent Kompanie und Max Eberl. Und los geht's. Die erste Frage. Uli Köhler in der Mitte. Ich dachte immer, das wären die schwarz-gelben, aber irgendwie ist hier, das Podium ist weiß, die Rückwand ist weiß, wild. Ja. Ich meine, ja, ich weiß, die Stadtfarben von Dortmund sind rot-weiß, so wie sie von München schwarz-gelb sind. Aber trotzdem. Für Sky. Ja, wird man es gleich irgendwie abhaken. Alles Ja, überschattet erst mal- natürlich im Moment Erstmal Jamal Musiala, erstmal durch, wir nehmen das Thema. ganzen Supercup Personalie Jamal Musiala. Und frage ich Sie persönlich, wie geht man als Trainer damit um? Ist ja komplett schwierig. Alle haben Mitgefühl mit Musiala, aber Sie müssen auch noch eine Mannschaft aufstellen. Sie wissen nicht, wann es wieder passiert. Kann man das überhaupt machen? Was machen die Mitspieler, die auch beides wollen? Die wollen spielen, aber schon mal helfen. Ist das nicht ein wahnsinniger Kreisel, der in Ihrem Kopf rumgeht? Vielleicht nicht so, wie man das glaubt. Natürlich ist es so, dass jetzt für die Öffentlichkeit das erste Mal so ein bisschen dieses Moment kommt, wo die Information raus ist und man hat das gesehen und dann stellt man sich viele Fragen, ist auch völlig normal. Aber wir gehen schon seit länger damit um und wir haben eigentlich dieses erste Schockmoment war für uns schon einige Zeit her und seitdem haben wir viel mehr Informationen bekommen, viel besser auch die Situation verstanden und haben wir auch jede Entscheidung getroffen mit die allerbeste Information von den allergrößten Experten und deswegen ist es bei uns jetzt nicht so, dass wir in einer Unruhe damit umgehen und das ist eigentlich total das Gegenteil. Jamal bekommt dann auch die Unterstützung von jedem natürlich, aber wir sind jetzt dieses Punkt vorbei, wo noch eigentlich intern viel darüber gesprochen wird. Ich meine an der Ebene. Natürlich für jetzt im Moment wissen wir, dass es in die Öffentlichkeit besprochen wird, ist auch normal. Aber wir waren auch schon seit langem vorbereitet auf dieses Moment und deswegen haben wir unsere Abläufe und sind wir sehr. Naja, die Abläufe können ja nicht gut funktioniert haben, da muss man ja auch mal ehrlich sein, oder? So, also wenn Spieler erstmal, ich habe es schon 100-mal gesagt, hey, großes Mitgefühl, gute Besserung weiterhin, dass man die Medikamente vernünftig einstellt, dass Jamal Musiala auch befreit Fußball spielen kann. Aber ja, es kann ja nicht gut funktioniert haben, wenn er innerhalb von 3 Tagen zweimal umfällt. So, Punkt. Ja. Ob das jetzt an einer Medikamentenumstellung liegt oder was auch immer, vielleicht hören wir das gleich noch, wäre ja wahrscheinlich das Naheliegendste. Ist ja auch alles gut, alles fein. Ja. Ist vielleicht auch ein Learning, so für den Verein dann mit so einer Situation umzugehen. Weil wenn das wirklich so eine Medikamentenumstellung ist, ja, sorry, Alter, dann musst du halt mal sagen, jo, dann muss der Spieler erstmal 4 Wochen oder 3 Wochen, was auch immer, ja. Jeder, der
weiß ich nicht, irgendwie eine Krankheit hat, wo er über sehr langen Zeitraum irgendwelche Medikamente einnehmen muss und die dann mal verändert, die Dosis oder ein anderes Medikament oder so, der weiß das so ein bisschen. Ich brauche das zum Glück nicht, aber ich bekomme das in meinem Umfeld mit. Ist das normal? Ja. Aber sorry, dass ich das so sagen muss, da muss man auch sagen: „Pass mal auf, Jamal, alles gut und schön, aber dann bist du jetzt erst mal 3 Wochen raus und wir gucken erst mal, ob alles normal verläuft, bevor wir dich einfach, in der Öffentlichkeit präsentieren, dich aufstellen und du umfällst.“ So, und wenn das einmal passiert, dann kann man ja vielleicht noch sagen: „Oh ja, oh scheiße, haben wir irgendwie nicht dran gedacht, alles klar. Was hat sich denn geändert jetzt?“ So. Ja, da muss ja ein Faktor da sein. So, da muss man doch nachfragen oder nachhaken. Ich meine, schlimm genug, dass man das dann vorher nicht wusste. Was hat sich denn geändert? So, ja. Und dann, kommt die Info: „Ja, ich habe meine Medikamente umgestellt“ oder was auch immer. Dann kann ich doch aber nicht sagen: „Ja, alles gut, kein Thema“, dann stelle ich dich 3 Tage später wieder auf und dann passiert das wieder. Also, ich bitte euch, ja. Also, das ist nach außen Bild und das ist natürlich auch, nach Innenbild. Also, ich glaube nicht, dass jeder in der Mannschaft das geil findet, wenn 'n Mitspieler da am Boden liegt also, weiß ich nicht, ja. Also, das muss in Zukunft definitiv besser werden so, ja. Hier, wir klopfen auf Holz, dass es wirklich nur so eine Medikamentenumstellung ist und sich die ganze Phase nicht irgendwie verschlimmert oder sowas. Ähm, dass er weiterhin seinen Beruf ausüben kann, alles gut, aber da muss man damit besser umgehen von Vereinsseite in Zukunft, ja, so. Das natürlich jetzt in der Öffentlichkeit so jetzt riesenparabel ist und für die das halt schon Normalität ist, wenn er das schon länger weiß, ist ja völlig fein und völlig okay. Aber dann kann man halt nicht sagen, dass man gut damit umgeht, wenn sowas passiert, ja. Also meine Meinung. Optimistisch ist, was Jamal angeht. Ich meine, Ihr persönliches Dilemma, wie stelle ich auf, was passiert, kann ich ihn überhaupt aufstellen, werden Sie Ne, kann ich eben nicht. So, meine Meinung, kann ich eben nicht, ja. Ja, im Supercup vielleicht, wo es keine Sau interessiert, Alter, ob du den Pokal jetzt gewinnst am Ende des Tages. Klar, Franz Beckenbauer Cup, so brauchen wir nicht drüber reden. Heißes Duell gegen Dortmund ist schon irgendwo Prestige. Aber du kannst doch nicht in Kauf nehmen: „Ey, ich stelle Jamal Musiala auf, aber ich muss damit rechnen, dass er umfällt und ich ihn nach 10 Minuten auswechseln muss.“ Oder: „Ey, ich wechsle Jamal Musiala ein, muss aber im Hinterkopf behalten, ich kann einen Spieler weniger einwechseln, weil es könnte ja jederzeit was mit Jamal Musiala passieren und dann muss ich ihn auswechseln, ansonsten spiele ich nur noch mit 10 Mann.“ Kannst du doch nicht machen. Sorry, wir reden über Leistungssport auf diesem Niveau und nicht in der Kreisliga A, ne? So, sorry, dass man das so klipp und klar sagen muss. Ey, absolutes Mitgefühl mit Jamal Musiala, aber das muss halt vorher gegeben sein. So, ansonsten kannst du ihn nicht aufstellen. Punkt. Sorry, ich das so sagen muss, ja? Sich das ein bisschen herzlos anhört, aber es ist halt Fakt. Du kannst ja nicht jedes Mal einplanen, ich muss 2 Auswechslungen einplanen und dann, ja, ich habe Saibari drauf, Saibari macht 'n Riesenspiel, keine Ahnung, ich muss ihn jetzt aber runternehmen, ich will ihn 'n bisschen schonen. Dann bringe ich Jamal Musiala, weil er natürlich auch eine Qualität hat. Ähm, Dann muss ich den aber wieder auswechseln. Ja, wen bringe ich denn dann? Hä? So, also, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn das alles eingestellt ist, Jamal Musiala wieder ganz normal Fußball spielen kann, ist alles gut. Und natürlich kann das immer mal passieren so, ja, alles gut. Weiß ich nicht, muss man wahrscheinlich irgendwie mit leben. Aber da muss man das besser hinkriegen, dass man diese Faktoren wie, was weiß ich, Medikamentenumstellung oder was weiß ich. Ich bin kein Arzt, Alter, ich kenne mich da nicht aus, ja. Aber man muss es auf jeden Fall zum großen Faktor ausschließen können, dass sowas passiert. So. Und das konnte man ja anscheinend bei den beiden Spielen nicht und da, herrscht Verbesserungsbedarf. ihn aufstellen oder wird da Pause und die anderen Spieler wollen ja auch, ich stelle es mir, also rein interne Organisation, psychologische Betreuung von allen, gleichzeitig Spiele gewinnen, Also ich habe keine Ahnung, welcher Spieler 90 Minuten ausspielt und welche nicht. Also das ist immer eine Frage für jeden Spieler. Wir fangen ein Spiel an und dann ist es Leistungssport, kann immer alles passieren. Das kannst du doch nicht vergleichen, als wenn du einen Spieler einwechselst, der nach 4 Minuten umfällt und du ihn auswechseln musst, Alter. Was ist das denn jetzt wieder für ein Argument hier? Hä? What the fuck? Natürlich weißt du nicht vorher, Leistungssport, aber du fängst ja auch nicht an,
Fängst ja auch nicht an, Harry Kane nach 70 Minuten auszuwechseln. Oder Joshua Kimmich, der immer spielt, egal ob er nur auf einem Bein laufen kann. Der Mann spielt immer. Was labert er für einen Scheiß, Alter? Leistungsprinzip, ja, sicher. Also ich kann dir genug Spieler in unserer Mannschaft aufzählen, wo nicht das Leistungsprinzip gilt. Grüße gehen raus an Manuel jetzt Neuer in und dem Fall Joshua von Kimmich. Jamal Alter. ist es jetzt einmal oder zweimal passiert. Da gibt es auch Gründe für, aber das haben wir auch. Alle Informationen darüber, warum. Nur wenn es passiert, das haben Sie jetzt erfahren, aber Sie wissen ja nicht, wie lange das es nicht passiert ist. Und deswegen ist es vielleicht nicht so, nicht so ein größeres Risiko, als was wir mit anderen Spielen im Normalfall haben. Weil Sie wissen ja zum ersten Mal jetzt. Weiter geht's auf der linken Seite, Nikolai. Sorry, ist für mich ein, ich weiß nicht, ich verstehe die Argumentation einfach nicht. Sorry. Sorry, ich verstehe die Argumentation nicht. Nee, ich habe es gerade dargelegt, ich würde mich jetzt wiederholen, wie ich das sehe. Alles gut, wenn man das ausschließen kann, dass das wieder passiert oder dass die Chance irgendwie bei 90, 99% liegt, dass es nicht passiert, dann ist alles fein, dann kannst du Jamal Musiala gerne aufstellen. Aber in der aktuellen Geschichte kannst du ihn definitiv nicht aufstellen. Und nochmal, da muss man in Zukunft damit anders umgehen. Ne? Das Linner für die Bild-Zeitung. Vielleicht daran anschließend, hallo zusammen. Ist es denn möglich, dass und wird Jamal morgen direkt wieder spielen? Und vielleicht können Sie das erklären mit diesen Bewusstseinsaussetzern. Ist das so, weil Jamal ja selbst geschrieben hat, er kann ohne Probleme weiter Fußball spielen. Ist das so, dass man hofft, dass die einfach nicht auftreten oder kann er nach diesen Aussetzern theoretisch weiterspielen? Wie ist das? Wie kann sich der Fan... Jetzt mal ernsthaft, wenn das irgendwann der Fall sein wird, ne? Also da muss ich den FC Bayern wirklich hinterfragen, Alter. Sorry. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ja, Jamal Musiala fällt zweimal im Spiel um, der braucht dann so 5 Minuten, bis er wieder klar ist, aber den Spieler stelle ich trotzdem auf. Also da muss mir keiner mehr anfangen und irgendwas von Leistungsprinzip erzählen, Alter. das vorstellen, der sich natürlich Gedanken macht? Also ich will gerne einmal erklären, was zu Jamal ist und was meine Erlebung ist als Trainer. Aber weil ich schon gesagt habe, dass es schon für uns seit längerer Zeit bekannt ist und dass jede Entscheidung, die wir getroffen haben, mit der allerbesten Information gemacht wurde. Ja, dann war, ich wiederhole es gerne nochmal, dann waren die Informationen aber schlecht. Ja, so, Punkt. Dann waren die Informationen einfach schlecht. Vor allen Dingen beim zweiten Mal. Ja, ist ja okay, dass das dann einmal passiert. Ja, ich meine, da waren die Informationen schon schlecht. Aber dann zu sagen, ja, drauf geschissen, wir ziehen den Stiefel weiter durch. Ja, sorry. Ja. Also dann musst du mal deine Informationen mal ein bisschen überprüfen, habe ich ja schon gesagt. Da muss man mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und vielleicht in die medizinische Abteilung investieren. Das ist die Frage, ist das dann Bayern Münchens Aufgabe, das sicherzustellen, oder ist das Jamal Musialas Aufgabe? Ja, da kann man natürlich drüber reden. Habe ich eigentlich diese Woche hauptsächlich auf Dortmund fokussiert. Das war für euch das erste Mal, dann muss ihr darüber schreiben, das ist auch total normal und viel spekulieren, kein Problem. Aber diese Phase ist für uns schon lang. Ja, aber das ist ja auch so das Thema, ne? Ist ja okay, es ist in erster Linie was Persönliches, dass Jamal Musiala dann so ein Statement macht, was irgendwie auch so, ja, dich mit mehr Fragen da zurücklässt, wie es beantwortet, so, ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel verlangt, aber wie wäre es denn gewesen, wenn sich dann der Verein da mal kurz hinsetzt auf einer PK, so wie jetzt heute zum Beispiel, kurz mit Max Eberl und irgendein Doc aus dem Stab und mal kurz die Lage aufklärt zu Jamal Musiala, so und so sieht das aus, so und so ist da unser Vorgehen und Punkt. Und dann ist das Thema zu. Ja. Wäre das einfachste der Welt gewesen, aber irgendwie kriegen wir das auch wieder nicht hin. Ja. Dass viele Leute Fragen haben und das auch zu Recht, habe ich auch. Ja. Ist ja wohl völlig normal. Wir reden über einen Spieler, der angeblich das Gesicht des FC Bayern prägen soll, der 25 Millionen im Jahr verdient. Ja, na klar, haben wir da Fragen, wenn der in 2 Spielen hintereinander umfällt und dann erzählt, ich habe die und die Krankheit und ja, ich kann damit umgehen, alles ist gut. Jeder sagt, ich kann Leistungssport machen. Ja, sorry, wenn du im Spiel umfällst, dann kannst du keinen Leistungssport betreiben.
So, das muss halt sichergestellt sein, dass das nicht passiert. Weil nochmal, wir reden über den FC Bayern, Alter. Hier wird Leistungssport betrieben. Ja. Ja, ist hart, aber so ist es nun mal. Langs vorbei. Wir haben die Entscheidung getroffen, weil wir haben die Informationen bekommen, die seit langer Zeit. Und dann war diese Woche eigentlich für mich hauptsächlich Dortmund, wirklich. Ich glaube, Max kann noch was dazu sagen, aber von meiner Seite, wir haben unsere Abläufe, wir wissen, wie wir damit umgehen. Der wird jetzt noch in die erste Woche individuell trainieren. Ich habe auch gerade mit Jamal gesprochen, er hat gesagt, Vinny, kein Problem, kannst du sagen, aber der hat ein bisschen mit seiner Behandlung die was geändert und das hat ein bisschen Nebenwirkungen gehabt. Ja, und das ist ja auch fein. Ja, aber da muss doch das Learning sein. Also erstmal nochmal. Ich verstehe es nicht, geht in meine Biene nicht rein. Nochmal. Jamal Musiala muss das ja erstmal kommunizieren, was er ja mit Sicherheit getan hat. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, er ist nicht in Abläufe drin, spätestens nachdem er halt als erstes Mal umgefallen ist. So, wenn man beim Verein weiß, der und die Krankheit und das kann sich so und so äußern, dann fällt er um, dann weiß man, ja, irgendwas ist doch jetzt anders. So, irgendwas muss sich doch verändert haben. Entweder wird die Krankheit schlimmer, wie er es gerade sagt, oder die Behandlung wurde geändert oder sonst was. Irgendwas hat sich doch geändert. Ja. Und dann kann ich doch nicht sagen, ich mache aber trotzdem jetzt einfach so weiter, wie es ist und stelle im nächsten Spiel wieder auf und er ist noch weniger auf dem Feld und fällt wieder um. Und deswegen ist es dann dieses erste Mal passiert und dann auch dieses zweite Mal. Das ist auch völlig normal, dass man in einer Behandlung mal was anderes probiert. Und jetzt wollen wir das zurückhaben, wie wir das vorher hatten, wo keiner was gewusst hat. Deswegen wird das seine Leistung auch irgendwann nicht mehr beeinflussen. Ich glaube, der große Unterschied für uns und euch ist gerade, wir wissen es lange und ihr wisst im Grunde oder habt es jetzt eben in kurzer Zeit. Nee, das glaube ich noch nicht mal, dass das der große ist. Für sie jetzt ein Unterschied, ja. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, wie ich es gerade sagte, dass sich da keiner hinsetzt. Vielleicht macht Max Eberl das jetzt, wir werden es sehen, ja, aber dass sich da keiner hinsetzt und ja, der breiten Öffentlichkeit einfach mal Infos gibt. Ja, so wie es jetzt gerade so ein bisschen passiert. Ne? Wo wäre denn das Problem gewesen, zu sagen, yo, nachdem Musiala seinen Post gemacht hat, pass mal auf, ein Statement vom Verein, Jamal Musiala hat die und die Krankheit, die Behandlung wurde geändert, das hat zu Nebenwirkungen geführt. Wir schauen jetzt, dass wir die Nebenwirkungen in den Griff kriegen, solange ist Jamal Musiala außen vor. Sobald das geschehen ist, ist er wieder Teil dieser Mannschaft. Und dann wäre der Bums durch. Dann wird da jetzt keine PK sein, wo die Leute sitzen mit staunenden Augen und Nachfragen auf Nachfragen haben. Geht mir ja genauso, geht euch wahrscheinlich auch so. Ja? Das verstehe ich halt wieder nicht. Hä? Ja, also erst recht, wenn man das schon lange weiß und damit umzugehen weiß, dann wäre das doch ein No-Brainer gewesen, einfach mal so ein Statement zu machen, damit jeder in der Öffentlichkeit Bescheid wusste. Du wusstest doch durch Musialas Post, was hast du denn gewusst? Ja, er hat die Krankheit. Experten sagen, top, er kann jederzeit weiter Leistungssport machen. Und dann sitzt du da als Fan und denkst dir, hä? Alles ist top, er kann Leistungssport machen, fällt aber in 2 Spielen innerhalb von 3 Tagen fällt er jeweils einmal um, muss ausgewechselt werden. Was hat das damit zu tun, dass er Leistungssport betreiben kann? Da passen doch die Aussagen nicht zusammen. So. Ja, wenn man dann weiß, es ist nicht an einer Therapieumstellung, an einer Medikamentenumstellung, das ist eine Nebenwirkung. Ja, dann kann man damit was anfangen, wa? Zweimal gesehen. Und ich glaube, das ist das, was wir auch sagen wollen, ohne dass wir Ärzte sind und euch irgendein Pamphlet geben können und wollen, weil das ist einfach Jamal. Ja, aber die haben ja wohl auch Ärzte in ihrem Verein. In unserem Verein gibt es ja Ärzte, da hätte man ja einfach mal einen hinsetzen können. Ja, auch wenn der vielleicht nicht dann Top-Neurologe ist oder man hätte einfach mal einen Neurologen dazu holen können, der ein kurzes Statement verfasst und dann wäre gut gewesen. Sache und deswegen war es auch sein Wunsch, dass er die Menschen darüber informiert, was er hat und was gerade sein Thema ist. Das ist auch okay. Ja, wie gesagt, ich hätte mir ein Statement danach gewünscht von Vereinsseite. Ne, mit ein bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr Erklärung und dann wäre der Fall auch durch gewesen. Dann hättest du heute vielleicht nochmal einen Satz dazu wiederholt auf der PK, aber du hättest nicht diese ganzen Nachfragen jetzt gehabt. Alles andere handeln wir eben schon seit einer langen Zeit intern.
Das in Absprache mit den Neurologen, das in Absprache mit den Mannschaftsärzten, das in Absprache mit den Trainern. Die Spieler, alle wissen Bescheid. Deswegen für uns ist das ein Alltag geworden. Es hört sich jetzt salopper an, als es ist. Also es ist für Jamal nicht schön, was da ist. Aber wir als Familie des FC Bayern stehen zusammen. Wir werden ihm jede Unterstützung zuteil werden lassen, haben das schon, tun es heute und tun es morgen. Jamal wieder dahin zu bringen, dass er seine Leistung bringen kann, dass er auf dem Platz stehen kann. Und die Frage von Uli gerade berechtigterweise, jetzt, wie geht ein Trainer um in Gedanken? Wir wissen es schon die ganze letzte Saison. Wir haben damit gearbeitet, wir haben damit gehandelt. Und jetzt ist eben ein Thema, wo ein junger Mensch damit konfrontiert ist, aus dem Nichts heraus, mit so einer Situation, Ja, erstmal krass, dass sie das schon so lange wissen, wa? wir begleiten dürfen, er muss sie handeln, er leidet sie gerade. Und das machen wir gemeinsam. Und da hat er natürlich auch Gedanken, kann ich eine Medikation verändern? Kann ich da wieder, jeder Mensch, der Tabletten nimmt, sagt, hey, ich bin froh, wenn ich keine Tabletten mehr nehmen muss. Ich glaube, das ist Vollkommen bei richtig, Kopfschmerzen, bei Knieschmerzen, das ist eine ganz andere Thematik. Und da bedarf es eben auch die Zeit. Und dann hat er eben was verändert in der Medikation. Deswegen waren die Krampfanfälle jetzt auch augenscheinlicher in der Kürze der Zeit, ohne dass jemals eine Gefahr für ihn und Körper und Leib bestand. So, und jetzt gilt es eben wieder anzupassen, diese Medikation, dass er wieder dahin kommt, wo wir schon waren, wo er eben sehr, sehr lange anfallsfrei auch gewesen ist. Und das ist die Ja, erstmal sind das endlich mal Infos, ja, wie ich ja gerade schon sagte. Und das ist auch völlig okay. Aber nochmal, dann musst du ihn in dieser Phase, wie es nun mal dauert, bis sich das eingependelt hat, bis er wieder auf dem Stand ist, musst du ihn aus den Spielen rauslassen. Punkt. Aufgabe, die wir medizinisch begleiten, die Mediziner natürlich hauptverantwortlich sind und Jamal sie lebt. Uli, wenn da bitte noch das Mikrofon. Nein, dann nimm das Mikrofon noch mal ganz kurz, wenn du. Gerne, natürlich. Winnie oder Max, ich würde das gerne jetzt präzisieren. Ihr habt gesagt, also wenn ich es mal zusammenfassen darf, ich habe eine Sendung, die heißt Gesagt, gemeint, dann meint ihr, Jamal ändert seine Medikation und kann wie vorher jedes Spiel spielen und das Risiko ist damit minimiert? Minimiert. Es gibt kein Risiko auf der Welt, was komplett ausgeschlossen ist, wenn Das ist auch völlig richtig. Das habe ich ja gerade auch gesagt. Ja, das ist ja auch okay. So. Wenn du die Krankheit hast, wenn die Ärzte aber sagen, yo, go, let's go, das Risiko ist minimiert, es wird nie ganz weg sein, das sollte auch klar sein. Erst recht bei so einer Krankheit, auch wenn ich kein Arzt bin, aber damit musst du dann leben, ja. Und wenn die Öffentlichkeit Bescheid weiß, dann hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für oder ist nicht so geschockt, ja. Das ist völlig fein. Aber so wie es jetzt war, da können wir ja nicht von minimiert reden oder von, wir haben alle Infos gehabt oder wir gehen damit gut um, weil das ist kein guter Umgang. Ja. Wie gesagt, nochmal, wenn du so eine Medikamentation änderst, ja, dann musst du halt erstmal eine gewisse Zeit klarkommen und wenn er eine gewisse Zeit klarkommt, dann kann man sagen, jo, komm, ich kann dich wieder in die Mannschaft stellen. Ja. Aber es ist ja kein Zustand, dass du einen Spieler auf dem Feld hast, der einmal im Spiel umfällt, Alter. So, sorry. Das geht halt auch nicht. jetzt sage ich mal eine simple Bandverletzung ist und einer fängt nach der Verletzung wieder an, kann auch wieder was passieren. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Thematik, aber ja, mit einer Einstellung, so wie wir es im Grunde ja schon erlebt haben. Also wie gesagt, wir kommen auf der Aussage, wir haben es schon länger, wir gehen damit länger um, er hat die Rückrunde gespielt und Naja, fairerweise muss man dann jetzt aber auch mal sagen, jetzt weiß man natürlich nicht, in welchem Zusammenhang das steht. Ja. Aber jeder aus der FC Bayern Fangemeinde, wenn man sich die Leistung anguckt von Jamal Musiala seit der Vertragsverlängerung, sind die Leistungen halt stark abgefallen. So, das gehört auch zur Wahrheit. Ja. Dann natürlich, die Verletzung spielt damit rein. Jetzt ist die Frage, lag das dann jetzt nur an dem Zurückkommen durch diese Verletzung? Oder lag es vielleicht doch daran, auch bei der Nationalmannschaft, die Leistungen waren Durchschnitt, ja. Also das waren alles keine Leistungen, wo man sagt, oh, das ist ein Weltklasse-Spieler, der 25 Millionen verdienen muss, ja. Und es kann natürlich sein, dass diese Krankheit halt ein Faktor ist. So, ja. Das wird die Zeit zeigen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie man dann damit umgeht. Ja, es ist ja alles gut und schön, dass man zu dem Spieler steht, ihm versucht zu helfen und macht und tut. Das ist vorbildlich, das macht der FC Bayern immer, ja. Aber wenn man nicht mehr an das alte Leistungsniveau kommt aufgrund dieser Krankheit,
Ja, da muss man auch mal den Vertrag überdenken, Alter. So fair muss man dann aber auch mal sein, ja? Weil wir reden hier nicht über einen Spieler, der durchschnittlich viel verdient. Wir reden über einen Spieler, der wahrscheinlich zu den 5% auf der Welt gehört, die am meisten verdienen im Profifußball. Ja, so. Ja, ich weiß, ist wieder makaber jetzt in dieser Situation darüber zu reden, aber das ist nun mal ein Fakt, Alter. Punkt. Und Jamal ist auf einem guten Weg, das kann Winnie viel besser dann auch nochmal sagen, was Sportliche betrifft. Das begleitet Ja, und das ist halt das Problem, das habe ich nicht gesehen in der letzten Saison. Das habe ich nicht bei der Nationalmannschaft gesehen, dass Jamal Musiala auf einem guten Weg ist. Ja, er hat zwischendurch mal eine gute halbe Stunde gehabt, ja, aber das war's. Ansonsten ist das sehr, 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 sehr viel Durchschnitt. So, ja, das gehört auch zur Wahrheit. Also, die Begleitung dieser Thematik, die haben wir schon lange. Aber zu was Max noch gesagt hat, deswegen wenn Sie ein bisschen genau beobachten, was dann gegen Heidenheim passiert ist. Die Bank war total ruhig. Das hat keiner gesehen. Natürlich die anderen Spieler, die sehen das zum ersten Mal. Die Bank war total ruhig. Michael Olise, bester Kumpel von Jamal, war mit taktischen Anweisungen am Bank beschäftigt. Also es gibt auch viel Ruhe in dieser Situation bei uns. Eins fehlt noch in die Analyse. Und dann gibt es dieses Moment, aber es gibt auch 5 Minuten vorher, wo er Fußball spielt. Und es gab auch 10 Minuten gegen Leipzig, wo er Fußball gespielt hat. Und er hat im Sommer eine Platte weggenommen in seinen Fuß. Und wenn einige die Fußballanalyse gemacht haben, dann haben sie eine Jamal gesehen, die schon lange nicht mehr auf die Fußballplätze war. Deswegen bin ich total ruhig. Ich freue mich auf diese Gegenangriff, die kommt von Jamal irgendwann, was nur außergewöhnliche Spiele machen können. Das ist manchmal nicht reden, nicht mit den Worten reden und einfach irgendwann wieder Fußball spielen und dann zeigen. ja, irgendwann ist für mich ein Rahmen, den ich nicht fühle, Alter. So, sorry, ja, weil das hören wir schon seitdem Jamal Musiala wieder da ist in der Rückrunde letztes Jahr. Seitdem hören wir das. Ja, irgendwann wird Jamal schon wieder der Alte sein. Irgendwann. Die Zeit ist jetzt. So, sorry. Klar, jetzt kommt diese Krankheit da rein. Ja, er hat die Platte rausgenommen. Alles gut. Ja, das wird natürlich nochmal, jeder, der schon mal so eine Platte hatte oder Schrauben und so, der weiß, wovon man redet. Kenne ich mich leider auch mit aus. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Faktor ist, dass er jetzt wieder ein bisschen befreiter spielt. Und wenn dann jetzt die Medikation da eingestellt ist und das Thema auch weg ist, ja, dann drücke ich Jamal alle Daumen, Alter. Wie gesagt, ich war einer, der damals gesagt hat, wenn Jamal außergewöhnliche Spieler sollen außergewöhnlich viel Geld verdienen. Und das ist okay, ja. Aber da müssen die außergewöhnlichen Spieler, die außergewöhnlich viel Geld verdienen, auch außergewöhnlich leisten. So. Ja, und das sehe ich gerade nicht. So, und deswegen ist es jetzt eine entscheidende Phase für Jamal Musiala, würde ich behaupten, ne? Dass er halt auch leisten muss. So, ja, im Laufe dieser Hinrunde. Jetzt kommt die Geschichte dabei, ja, alles gut, das wird ein bisschen dauern. Alles fein. Ich drücke alle Daumen. Ja, Jamal Musiala ist ein Riesentalent, ein Riesenfußballer. Alles, was wir schon von ihm gesehen haben, ist überragend und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn er wieder dahin kommt, trotz dieser Krankheit. Und da drücke ich ihm alle Daumen auf jeden Fall. Ne? Aber ja, der Verein, wie gesagt, es ist gut, dass Max Eberl das jetzt nochmal so geäußert hat. Jetzt weiß man wenigstens Bescheid, was Phase ist. Und das hat halt so die letzten Tage einfach gefehlt. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt wieder alle Mittel hat, einfach auf dem Platz die Fragen zu beantworten. Und das freut mich. Ja, wir werden Auch sehen. wenn es jetzt für euch eine total andere Situation ist. Für mich, ich bin als Trainer einer, der ein bisschen auch die größere Perspektive gerne anschaut. Und ich weiß in größerer Perspektive, dass er einen riesen Fortschritt gemacht hat diesen Sommer. Und schaut euch bitte mal diese 10 oder 5 Minuten, dass er gespielt hat. Dann hat er manche Sachen gemacht, wo man gesagt hat, und auch im Training, dass er nicht auf gleichem Level war wie unsere besten Spieler, aber er war eine Stufe höher als unsere besten Spieler. Und so haben wir Jamal. Warte. Im Training, dass er nicht auf gleichem Level war wie unsere besten Spieler, aber er war eine Stufe höher
als unsere beste Spieler. Und das haben wir. Er war nicht auf dem Level wie unsere besten Spieler, sondern eine Stufe über unserem besten Spieler. Ja, Hut ab. Das habe ich nicht gesehen. So haben wir Jamal seit seiner Verletzung gegen Paris nicht mehr gesehen. Und jetzt rüber zum Supercup. Bitte, Julian Wolf für die Welt. Vincent, guten Morgen. Nur, dass ich es einmal richtig verstehe, bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme. Sie haben gesagt, er hat individuell trainiert, also er ist oder trainiert diese Woche individuell, das heißt, im Kader ist er jetzt morgen nicht. Nein, er ist nicht im Kader. Okay. Und es geht eigentlich nur darum, dass wir wollen, dass diese Adaptation ohne dieses Druck, weil es ist neu, dass die Öffentlichkeit jetzt weiß und schaut. Und dann wollen wir, dass er erstmal diese Adaptation macht in seiner Behandlung, ohne dass wir noch was extra dazu machen. Aber nur deswegen. Vor einer Woche saß Ismail hier. Also auch eine wilde Aussage, ja. Aber ich habe dazu alles gesagt. Ich will mich nur wiederholen. Hat ja, große Ziele auch formuliert und hat einen sehr positiven Eindruck gemacht. Wie wichtig ist er? Wie haben Sie ihn in den ersten Wochen erlebt? Und ja, vielleicht jetzt auch morgen. Was erwarten Sie von ihm? Ja, also wir sagen immer easy, also easy. Und easy ist einfach so ein Power, Geschwindigkeit, schnell und gut ins Abschluss. Und hat schon in einiger Zeit, weil bei uns ist es wichtig, wie wir spielen, dass diese Beziehung zum Mitspieler, dass das auch irgendwann kommt. Und sogar für Easy und Nene ist das eigentlich, sieht sehr gut aus. Also der wird morgen eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Der kommt zurück aus Verletzung. Das ist das Einzige, was ein bisschen anders ist als die anderen Spieler. Also wir wollen auch schauen, was dann die Minuten angeht. Aber also vom Gefühl her haben wir eine Spieler geholt, die total passt zu was wir machen wollen. Und der wird da auch eine wichtige Rolle spielen für uns. Daneben ist Manuel Bunke für Münchner Merkur und TZ. Guten Morgen, Herr Kompany. Ja, viel Power. Easy hat viel Power. Wer auch viel Power hat, gefühlt in der Vorbereitung, war Lucho. Also jetzt nicht nur wegen seinen Toren gegen Aston Villa oder in den anderen Vorbereitungsspielen. Warum ist er schon so früh wieder so bei 100%? Weil er einfach eine Maschine ist. der ist einfach eine Maschine. der ist eine Maschine und hat immer Bock. Das ist das Wild. Aggressiv. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Lucho Diaz? Ja, Lust. Ja, weil Urlaub nicht mehr ist wie früher. Ja, genau. Also früher hast du 8 Wochen Vorbereitung gebraucht, weil die meisten sind 4-5 Kilo zu dick zurückgekommen. Jetzt fahren die ins Urlaub mit Privatcoach, mit Privatbehandlung und alles und die kommen zurück. Und also ihr habt auch Olise und Harry Kane gesehen gegen Heidenheim, also die waren erst 3 Tage da. Und trotzdem können die Jungs ziemlich schnell wieder in Rhythmus kommen. Ich habe mich oft diese Gedanken gemacht, aber es ist einfach, weil wahrscheinlich in den 90er Jahren die Urlaub. Ja, wahrscheinlich aber auch, weil es vorbildliche Profis sind, das muss man halt auch mal sagen. Ja, so. Das ist halt auch ein Faktor, ne? Einfach total anders war. Und dann kommen die Jungs einfach so zurück wie Lucho. Auf der linken angestammten Seite Klaus Bergmann für die dpa. Herr Kompany, wie planen Sie denn mit den Spielern, die jetzt vielleicht wie Harry Kane, wie Olise nicht 90 Minuten spielen können und welchen Stellenwert hat für Sie der Supercup, den Sie letztes Jahr ja auch einmal schon erleben durften? Also Ja, wir spielen gegen Dortmund so, ne? Das ist der Stellenwert. So, ja. Und das natürlich Franz Beckenbauer Cup heißt, also das ist natürlich der Stellenwert. macht keinen Unterschied in Wichtigkeit zwischen Titeln. Am Ende willst du die alle gewinnen und man weiß, welche Titel am Ende vielleicht das meiste geschätzt wird. Aber für mich ist es morgen eine Finale. Es könnte egal welche Finale sein. Es hat die gleiche Wichtigkeit für mich. Sie haben gesprochen über Minuten. Es gibt eine Realität für manche Jungs. Da können wir nicht. Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen Flexibilität gibt. Das heißt, wir werden im Spiel schauen, wenn einer richtig müde ist, dann ist das als Trainer auch noch ein Zeigen, nicht nur, was man vorher denkt. Und wenn einer noch fit ist und weiter marschieren kann, dann kannst du vielleicht ein bisschen weiter schauen, ob die noch mehr Minuten machen können, als was vorher gedacht wäre.
man muss ein bisschen flexibel sein morgen. Wir wollen einfach gewinnen. In Reihe 1, Johannes Berner für die Bild-Zeitung. Eine klassische Frage noch, und zwar, also neben jetzt Jamal, wie sieht sonst personell aus? Also gibt es noch im Kader Spieler, die morgen noch nicht zur Verfügung stehen? Und dann, man liest, dass momentan Rodrigo Dudok, ein junger Spieler, ein paar Tage scheinbar mittrainieren soll mit der ersten Mannschaft. Stimmt das? Und wie sind da die Planungen? Wie kommt es dazu? Vielleicht eine Frage an beide. Ja, wegen dem Jungen, der ist bei uns bei der U23, der ist von unserem Partnerverein aus Südamerika und der soll einfach mal hier sein, einfach mal adaptieren, einfach mal sehen und auch wir ihn dann wirklich hier vor Ort sehen. Das ist aber jetzt eher für die zweite Mannschaft. Lenny und Serge sind nicht dabei. Okay, schneller Wechsel bitte in die Mitte zu Mario Krischl für den Kicker. Gleich kommt's, Mikko. Auch eine Frage an den Coach. Guten Morgen. Guten Morgen. Stört es dich eigentlich, dass der Supercup schon wieder quasi auswärts stattfindet? Und, Falsche Frage. Wo haben Sie das gehört? Weiß ich nicht. Und eine Frage an Max noch, vielleicht zum Stand bei Joao Palhinha einmal. Nein, es stört mich nicht, weil es ist auch Tradition in Deutschland und es wäre super, wenn wir einen Titel in Dortmund holen, muss ich sagen. Vielleicht hätte es 50-50 sein können, wenn es über die Fansanzahl geht oder 30-30. Also ein Drittel, was ich meine eigentlich. Ja, dass man dann vielleicht auch dieses Gefühl von einer Finale bekommt, nicht nur ein Auswärtsspiel, aber Ja, das stimmt schon. Das wäre vielleicht mal eine Idee für den Supercup, ist ja im DFB-Pokalfinale genauso. Auswärtssieg ist auch schön und ich glaube, es gibt nichts Schöneres als einen Titel gewinnen in Dortmund. Das ist schwierig auch. Also wir haben noch nicht über Dortmund gesprochen und die Vorbereitung, die Qualität von der Mannschaft, die Power auch von dieser Mannschaft. Also es gibt auch keine Aufgabe in der Bundesliga, die schwieriger ist, glaube ich. Das sehe ich genauso. Also in Dortmund ist schon ein hohes Level eigentlich in der Regel. No? Okay, wenn man sagt, es ist ein Finalspiel, dann wäre es auch schön, wenn man so ein bisschen die Gedanke hat von, okay, was macht man dann in einem Finale? Es muss jetzt nicht neutral sein, aber ich glaube, dass da 30.000, 40.000 Bayern-Fans auch Ja, vielleicht hätte ich ja dann mal eine Karte gekriegt. Der nur eine halbe Stunde entfernt wohnt. Nein, kriegen ja irgendwelche. Ja, reden wir nicht drüber, über die Kartenvergabe beim FC Bayern, Alter. Ja. Muss ich halt in irgendeinen Fanclub gehen, mir jeden Samstag die Birne vollknallen, mich mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, damit ich da mal eine Karte für ein Bundesligaspiel kriege, obwohl ich seit was weiß ich, wie viele Jahrzehnten Mitglied beim FC Bayern bin. Das ist schon wirklich eine Katastrophe mittlerweile. sein können, gehört auch zu einem Finale, finde ich. Kommen wir zur Aber letzten dem Punkt gebe ich ihm 100% recht, ja. Frage, bitte. Julian Wolf Warte, noch ich mal. habe noch. Also auch wenn es umgekehrt wäre, wenn es in München wäre oder sowas, ja. Das ist ein Spiel, das ist ein Pokal, das ist ein Endspiel, so wie er es sagt. Und da wäre es schon schön, wenn das auch dann so ausgetragen werden würde, ne? Entschuldigung, du solltest Ich möchte mich nicht drücken vor Joao. Wenn ich mal gesprochen habe, ist Bewegung drin, dann ist jetzt sehr viel Bewegung drin und trotzdem gibt es halt noch ein paar Dinge zu klären, die bei so einem Transfer immer noch eine Rolle spielen. Jetzt bitte, Julian Wolf. Max, eine Frage. Es gab jetzt keinen wirklichen Umbruch oder ähnliches im Sommer, aber natürlich haben sich doch ein paar Positionen verändert, ein paar Zugänge, ein paar Abgänge. Wenn du den Kader jetzt siehst, wie wichtig ist das Spiel morgen, um zu sehen, wo stehen wir eigentlich oder wie klar ist das auch? Der Kader ist Bombe. Ja, guckt da gerne meine beiden Videos, wenn euch da meine Meinung im Einzelnen interessiert. Der Kader ist Bombe aufgestellt. Also, ja, man kann über zwei Positionen vielleicht so ein bisschen was meckern, aber ansonsten ist der Kader ist eine Maschine, Alter. Ja, also wenn da alles fit ist, ist das Qualität, das ist schon wild. Ohne den Supercup vom Gefühl her, wie weit die Mannschaft jetzt, wie viele sind, 7 Tage vor Bundesliga-Start ist. Ja, vielleicht kurz zum Bundesliga-Start, falls ihr Bock habt, im Tippspiel mitzumachen, Bundesliga-Tippspiel.
Einfach mal runterscrollen, Videobeschreibung öffnen. Ich weiß, das macht kaum jemand. Müsst ihr halt mal den Link raussuchen. Ja, da ist das Tippspiel zur Bundesliga, das Tippspiel zur UEFA Champions League drin. Könnt ihr einfach draufklicken, könnt ihr euch kostenlos anmelden. Ja, mit einer gültigen E-Mail-Adresse, damit ihr dann auch, solltet ihr in den ersten 3 am Ende landen, auch die Preise absahnt. Klar, das, was Winnie schon gesagt hat, das ist ja eher eine sportliche Frage, dass die Vorbereitung aufgrund der WM nicht so leicht war, aufgrund auch der verletzten Spieler, die wir hatten. Also wir haben ja die Korea- und China-Reise gemacht, quasi ohne 156 Tore, weil unsere ganze Offensive einfach noch nicht da war oder eben verletzt war. Dementsprechend ist für uns die Vorbereitung schon auch keine einfache Situation, aber das ist das, was wir im Grunde letztes Jahr schon mit der Club-WM hatten. Das ist dieses Jahr mit der Weltmeisterschaft, mit der Vorbereitung. Da gibt es nicht einer, der lamentiert, nicht einer, der darüber großartig sich Gedanken macht. Wir haben unsere Transfers gemacht, die wir holen wollten mit den Spielern, mit Nene, mit Easy und mit Barra, die wir dazu geholt haben. Wir hatten Abgänge mit Rafa, mit Nicolas Jackson, mit Leon Goretzka unter anderem auf den Positionen. Und wenn wir das Gefühl haben, dann haben wir Spieler dazu geholt, wo wir eine große Fantasie haben, dass sie den Kader noch stabiler, noch stärker sein lassen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Brown und Itzy, definitiv. Ja, also die werden uns richtig gut tun. Barra muss man mal abwarten, ne, ob er die nächsten Stepper macht bei uns, aber sieht auch vielversprechend aus. Bin sehr gespannt. Aber es geht genau eben jetzt wieder ein Stück weit bei Null los. Wir fangen die Saison an, wir haben morgen ein erstes Finale gegen Dortmund. Letztes Jahr hatten wir es gegen Stuttgart. Das in Dortmund. Ja, die kommen eine Woche später, wa? Und natürlich alles getan wird, dass wir diesen Pokal nicht holen, das ist klar. Und wir werden alles dafür tun, dass wir ihn holen. Also es ist schon ein richtig intensives Spiel gleich zu Beginn. Und trotzdem werden wir natürlich bei so einer langen Saison, die wir haben, wo wir auch unsere Ehrenziele haben, hohen Ziele haben, die wir erreichen wollen, ist es eben der Moment, dass wir da auch reinkommen. Und das müssen wir uns aber wieder hart erarbeiten. Wir können nicht sagen, wir waren letztes Jahr auf dem Stand und jetzt fangen wir einfach wieder an zu spielen und wir sind wieder auf dem Stand. Wir werden uns das alle wieder, jeder Einzelne, wir als Gruppe und der ganze Verein wieder erarbeiten müssen. Das geht ein Stück weit eben jetzt los und da ist Dortmund morgen die erste richtige Challenge. Ein angemessener Gradmesser, die wir zu bewältigen haben. Dann einmal noch bitte Nikolaus Lehner. Noch eine Frage an den Coach. Niko Kovac hat verraten, dass er schon ein Gespräch geführt hat mit Jürgen Klopp. Die logische Frage, haben Sie sich auch schon... Die überraschen, dass der Jürgen Klopp als erstes nach Dortmund geht. Na, ein Schelm, wer da Böses denkt. Also keine Sorge, ich bin keiner dieser Verschwörungstheoretiker. Ja. Ich führe einen Kloppo als Bundestrainer, alles ist gut. Auch als Ex-Dortmunder und Leipziger und hast du nicht gesehen. Alles abgehakt, Kloppo ist jetzt Bundestrainer und ich fühle das und bisschen Spaß muss aber auch erlaubt sein Richtung Dortmund. Ne? Ausgetauscht mit dem neuen Bundestrainer und wenn nicht, wird es vielleicht in Dortmund nachgeholt. Ich werde nichts verraten. Nein, also wenn ja, nein. Also es ging hauptsächlich um Dortmund für mich, das wissen Sie. Aber natürlich, ich kenn Jürgen Klopp schon lange Zeit aus England und ich freue mich auf dieses irgendwann Zusammenarbeit, weil wir haben sehr, sehr viele Jahre einfach in allerhöchster Konkurrenz gegeneinander gearbeitet oder gespielt und großes Respekt für Jürgen und irgendwann werden wir auf jeden Fall sehr also hat es noch nicht stattgefunden. Offen miteinander und gerne miteinander austauschen. Ja. Okay, vielen Dank. Sehen wir uns morgen in Dortmund. Bis dahin, servus, danke euch. Können also die Verschwörungstheoretiker weitermachen. Leute, haut rein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Natürlich sehen wir uns nochmal zur Spielanalyse nach dem Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ja, ist ein geiles Spiel. Dortmund sind immer die besten Spiele. Machen wir uns nichts vor. Da ist am meisten Feuer drin. Dann geht es noch um Pokal, dann noch auswärts. Es gibt keine größere Aufgabe, denke ich. Ich gehe fest davon aus, dass Dortmund auch in der kommenden Saison die zweitstärkste Mannschaft sein wird in Deutschland. Aber da nehme ich schon mal vorweg, das wird ein extra Video werden, wo ich mal so ein bisschen sage, wie ich die Bundesliga sehe. Ja, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann, tschüssi.